Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Die neue Jahreslosung für 2010 steht im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 1. Jesus Christus spricht: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Lieber Herr, ich will dich bitten, dass du durch dieses Wort in unser Herz hineinredest und dass es uns dieses Jahr über ganz nah bei dir hält. Amen. Liebe Gemeinde, erschrecken. Von Erschrecken spricht Jesus. Unwillkürlich kommt mir bei diesem Wort Erschrecken dieses Bild in den Sinn. Der Fotograf hat es Erschrecken genannt. Es ist aufgenommen nach einem Ereignis, das diesen Menschen total fertig gemacht hat. Vielleicht ein Terroranschlag, vielleicht ein Erdbeben, ich weiß es nicht. Aber im Gesicht dieses Mannes spiegelt sich Erschrecken, Entsetzen. Und der Gedanke, das Bewusstsein, das, was mein Leben bisher ausgemacht hat, das ist zerstört. Das, was mir so sicher, so fest schien, das ist nicht mehr. Erschrecken gibt es in dieser Welt mehr als genug. Und es fängt oft in so ganz kleinen Dingen an. Im November bin ich mit dem Fahrrad gestürzt. Das ist mir seit Jahren nicht mehr passiert. Und ich habe so ganz tief in meinem Innern gemerkt, wie mich das geschockt hat, wie ich erschrocken war. Und auf einmal ganz unsicher. Natürlich wusste ich mit meinem Kopf, dass das passieren kann. Aber das Erschrecken, als es dann tatsächlich passiert ist, das war eben doch nochmal was ganz anderes. Und ich musste es durchleben und bewältigen. Erschrecken. Vor ein paar Jahren ist bei uns eingebrochen worden. Das Schlimmste war nicht die paar Euro, die geklaut worden waren, auch nicht das Durchwühltsein unserer Schränke. Das Schlimmste war das Erschrecken, dass unser Haus gar nicht so sicher, so unantastbar war, wie ich das tief in mir abgespeichert hatte. Wochenlang danach bin ich mit einem mulmigen Gefühl heimgekommen. Das, was ich für sicher hielt, das war erschüttert und es ließ mich erschrecken. Und es waren jetzt nur ganz kleine Situationen. Unzählige andere fallen mir ein, wo Angst und Schrecken ganz schnell nahe kommen. Eine schlimme Krankheit wird entdeckt. Ein lieber Mensch wird mir von der Seite gerissen. Erschrecken. Wie kann Jesus angesichts dieser Realitäten sagen, euer Herz erschrecke nicht? Unser Leben gleicht doch oft zu einem Papierschiffchen auf einem unruhigen See oder Bach. Eine Welle und was wird dann noch sein? Bisher in der Geschichte der Menschheit hat es viele gegeben, die sozusagen Techniken vermitteln wollten, wie man das Erschrecken in den Griff kriegen kann. In der Antike gab es die philosophische Richtung der Stoiker. Die hatten sich zur Lebensaufgabe gemacht, alles, was im Leben kommt, möglichst gleichmütig aufzunehmen. In ihrer Tradition
Rita Sloterdijk. Es sei eine hervorgehobene Aufgabe der Philosophie, Menschen zu beruhigen, sie ohne Erschrecken durch Konfliktsituationen zu führen. Und man könnte unsere Jahreslosung so verstehen, als wäre Jesus auch so ein Weisheitslehrer, der uns gleichsam anleitet, wie wir unser Erschrecken in den Griff kriegen können. Das ist ja eben nicht mehr so erschreckend. Aber bei Jesus finde ich keine Anleitung gegen das Erschrecken, keine Anweisung zum Leben in Gleichmut und Seelenfrieden. Bei Jesus finde ich im Gegenteil sehr viel Verständnis für das Erschrecken. Er sagt das an vielen Stellen. In der Welt habt ihr Angst. Ja, da gibt es Dinge, die uns erschüttern. Da gibt es Stürme, die unser Lebensschiff ins Wanken bringen. Dieses Bild, das kennen viele von euch, es war auf unserer Weihnachtskarte. Es kommt einem fast vor wie ein riesiger Strudel, und wer zu lange auf dieses Bild starrt, dem wird beinahe schwindelig, weil es dann anfängt, sich zu drehen. Ich habe so gedacht, ja, das haben wir im letzten Jahr auch so ein bisschen erlebt, dass da plötzlich die Bankenkrise kommt und damit Milliarden um sich geworfen wird und wird einem fast schwindelig. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass unsere Welt sich da nicht ändern wird. Wir werden dem Erschrecken nicht aus dem Weg gehen können. Wir werden das nicht in den Griff kriegen. Was wir brauchen, das ist in unserem Erschrecken einen Halt, etwas Festes, Boden unter den Füßen. In diesem Bild ist dieses Feste dargestellt, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, wie ein Kreuz, das über diesem Strudel liegt. Jesus beschreibt dieses Feste, dieses Fundament mit dem Satz, glaubt an Gott und glaubt an mich. Oder wie der Heidelberger Theologieprofessor Klaus Berger übersetzt, vertraut euch Gott an und mir. Und jetzt kommt das Wichtigste zum Verständnis dieser Jahreslosung. Der Halt, den Jesus anbietet, das ist kein Gegenstand, das ist kein Ding, das ist auch keine Wahrheit, sondern der Halt, den er uns anbietet, den finden wir allein in einer Beziehung. In der Beziehung zu Gott, die ja gleichzeitig die Beziehung zu Jesus ist. Für mich ist deshalb das schönste Bild der Jahreslosung dieses hier. Es war auch im Gemeindebrief zu sehen, und wer es mit nach Hause nehmen möchte, der kann es im Gemeindebrief zu den